Anfang Juli. Unerschrockene Männer kommen zum Rosenheimer Lokschuppen. Ich bin Franzose, bin schon seit 30 Jahren in Rosenheim. Bei der Feuerwehr so viel Verein damit dabei und das macht schon Spaß. Und so kann man auch Leute lernen. Alle blutige Anfänger, die Trachtler-Vorstand Alfred Lichter erwartet. Wir freuen uns aber auf die Leute, die uns da begegnen, die wir sonst nicht so leicht hätten kennenlernen können. Die sollen an nur 4 Abenden das Schuhplatteln lernen. Ich möchte im Jahr 3 neue Sachen machen. Und das habe ich links gesehen, das Plakat, habe ich mir das genommen und habe mir gedacht, das ist eins von 3. Das andere war ein Brotbackkurs und das dritte war das Jahr Kältekammer. Ein gebürtiger Rosenheimer, der sich schon seit Jahren vornimmt, dass er es irgendwann einmal machen muss. Und das Mal habe ich mich überreden lassen. Oder ich habe mich gerne überreden lassen. Und jetzt packen wir einfach mal an. Ziel ist die Amboss-Polka. Die wollen Thomas Frank, Jannik Darona und 36 Mitstreiter auf dem Rosenheimer Herbstfest platteln. Öffentlich. Ob ihnen die Profis des Trachtenvereins Innviertler das so schnell beibringen können? Wir werden schwitzen wird Sau. Und vielleicht wird sie uns verfluchen und vielleicht dann heute Abend sagen, nachdem die 2 Stunden rum sind, was habe ich mir denn da angetan? Wir Kursleiter machen erst einmal die Amboss-Polka, dass ihr wisst, was auf euch zukommt und was eigentlich das Ziel ist bei dem Ganzen. Ich habe einen heiden Respekt vor dem, was kommt. Schaut doch ganz einfach aus, oder? Wäre spannend, glaube ich. Angstschweiß. Ist noch ein bisschen Arbeit vor mir, ja? Das Wichtigste, mit dem linken Fuß losgehen. Und links, links. Die Herausforderung ist schon, dass man den Buben beibringt, das ist ein Mordsgaudi, aber es hat halt auch Ernsthaftigkeit. Wir stellen unseren Langkörper da ein. Und das muss dann jeder selber hören, wie das tut. Links, links, links. Ja, ich möchte, dass ich da den Rhythmus, die Schritte, alles perfekt ist im Endeffekt. Dass ich da rauskomme und ein Gefühl habe, ja, jetzt trink mal eins, das hat super geklappt. Deshalb geht es jetzt in den Hof zum kleinen Plattel einmal-eins. Jeder der 8 Kursleiter nimmt eine kleine Gruppe unter seine Fittiche. Hier hauen wir mal bloß auf den rechten Schenkel, dass das ein entschlossener Schlag ist. Und jetzt, wenn wir da draufgehauen haben, dann gehen wir nach hinten. 1, 2. 1, 2. Es gibt in jedem Kurs so ein paar Optimierer, die sagen, das ist ganz einfach, ich bin eh schon da unten. Aber so plattelt man halt nicht. Gell? Also der Fuß muss zu dir kommen. Der kommt rauf. Der kommt rauf. Wir üben jetzt einen Teil von der Amboss-Polka. Das ist der 5er-Schlag. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jannik, machen wir allein. 1, 2, 3. Ich habe kein Gleichgewicht mehr. Es wird komplizierter, ich merke schon. Bisher geht es noch einigermaßen, aber ich hoffe, dass nicht nur viel mehr dazu kommt. Da bist du im Platteln einmal richtig in der Luft. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Hint. Und mit der rechten Hand drauf, oder? Ja. Linker Fuß, rechte Hand. Hint. Und ist da. Andere. Vorn. Und. Es sind ja immer auch dabei, die sich ein bisschen härter tun oder die sich ein bisschen leichter tun. Und wenn man eifrig bei der Sache ist, dann kommt man auch vorwärts. Wobei die haben schon ein bisschen daheim geübt. Die ganze Nacht vom Schwingen üben, weil ja, die Koordination, das ist neu. Aber ja, macht Spaß. Wie es am Ende des ersten Kursabends mit der Koordination ausschaut, zeigt die erste gemeinsame Amboss-Polka.
Das Resümee des ersten Kursabends? War nicht schlecht, würde ich sagen. Ich bin stolz. Spannend, geil, toll, super. Aber es gibt noch viel zu lernen. Ich bin durchaus zufrieden. Es ist noch ein bisschen Handlungsbedarf, aber das war natürlich jetzt auch vermessen, wenn man erwarten darf, dass die nach 2 Stunden jetzt das Platteln können. 2 Wochen später am Rosenheimer Lokschuppen. Der 3. Kursabend. Die Plattelschüler sind schon fleißig im Tritt. Und es gibt heute eine Überraschung. Die Aktivgruppe des Innviertler Trachtenvereins gibt sich die Ehre. Unser Anspruch ist, dass wir euch nicht nur das Platteln lernen, sondern auch ein bisschen das zeigen, was so drumherum ist. Ein pädagogischer Kniff. Die Aufführung des Mühlradels soll die Plattellehrlinge noch mehr für den Volkstanz begeistern. Das ist cool. Das ist Tradition. Ich weiß nicht, ob ich Lust dahin komme. Das wäre momentan auch ein hochgestecktes Ziel. Aber der Tanz gibt sichtlich Motivationsschub für den weiteren Unterricht hin zur Amboss-Polka. Na, packen wir es nochmal. Machen wir erst einmal einen Fünferschlag. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Die anderen auch. Und 1, 2, 3, 4, 5. Seid mit, bitte schön. 1, 2, 3, 4, 5. Dann da ich sagen, holen wir uns einmal eine Musik. Koordination, Haltung, Rhythmus. Zweifelsohne gibt es sichtbare Fortschritte. Doch die Kamera macht Jannik ein bisschen nervös. Ah, scheiße. Ja, das kann ich, aber immer wieder komme ich aus dem Rhythmus und das ist nicht frustrierend, aber das muss man immer wieder ran. Am Biss jedenfalls fehlt es nicht. Was auch die Trachtlerinnen beeindruckt. Da geht einem richtig das Herz auf, wenn man da zuschaut. Es ist wirklich schön. Im Endeffekt hat ja jeder da seinen Willen. Ich glaube, manche brauchen vielleicht noch ein bisschen, aber bis zum Blasmusikabend kriegen wir das schon hin. Noch hat Jannik Daronat einen Kursabend und 6 Wochen Ferienzeit, um zu üben. Dann ist er da, der große Tag auf dem Rosenheimer Herbstfest. In einem Lokal wärmen sich die Plattelneulinge auf. Sie haben sichtlich in viel Übungszeit und in gescheite Lederhosen investiert. Jetzt schauen wir halt, dass wir da die letzten paar Kleinigkeiten noch regeln, damit es dann nachher jeder gut wohnt. Thomas Frank feilt ein letztes Mal an der Körperhaltung. Ja, der große Auftritt rückt näher und meine Nervosität ist durchaus da. Ja. Und Jannik Daronat ist in Begleitung. Ja, ich bin mit meinen Freundinnen heute unterwegs. Die unterstützen mich moralisch. Dann geht's los zum größten Gemeinschaftsplattler Bayerns und zum Debüt des Plattelnachwuchses. Wichtig sind jetzt aufrechte Haltung, Rhythmusgefühl, Koordination und sauberer Schlag. Und das, wenn sich Hunderte in den Gängen zum Schuhplatteln zwängen. Heute war es besonders eng, weil so viele Leute da waren. Wenn du so verrenkt bist und so, da ja, noch so 2, 3 Schritte. Jannik Daronat wird etwas nach hinten gedrängt, aber er gibt sein Bestes. Bravo! Gut gemacht.
Wunderschön. Ich bin geschafft. Ein bisschen Angstschweiß, ein bisschen Nervosität, aber es war alles wunderbar. Natürlich war das ein Erfolg. Wir haben uns ein bisschen Sport versafft, das hat schon gepasst. Die haben uns super beigebracht, wirklich super gelaufen. Nächstes Jahr bin ich wieder dabei, ja? Kommt ihr mal nochmal. Wenn's mit dem begeisterten Plattl-Nachwuchs so weitergeht, könnte in Zukunft vielleicht sogar ein Bierzelt für die Rosenheimer Plattler zu klein werden.